Sollte eigentlich live sein. Heute auf Schweizerdeutsch, wie die Schweizer Nazi spielt. Aber wir machen keinen Ton, weil mit Dings geht es nicht wirklich mit den Kopfhörern. Also, wir haben zu wenig Akku. Wegen dem höre ich jetzt einfach nichts. Also wir laden es jetzt mal bis zum Spiel und dann sehen wir es. Boah, sieht schon nice aus. Sieht schon nice aus. Es ist alles ein bisschen eng. Nein, dann versuche ich es auch. So, ich will einfach das laden. Das wird ich. Also moinsen an einen Zuschauer. Würde mich sehr freuen. Etwas hineinschreiben, heute Special Livestream. Ja. So, Link kopieren. So. So, ich höre jetzt einfach nichts. Also ich höre einfach nichts. Eben der Livestream ist auf Schweizerdeutsch, weil ich meine Reaktion zeige, will ich ja kommentieren und das würde ich auf Schweizerdeutsch machen. Ja. Moin Simon, moin moin. Wie geht's, wie geht's? So Leute. Ich schaue schnell mal die Aufstellung an, was bis jetzt bekannt ist. Ja, es hat Änderungen gegeben. Also neue Gosens, Rüdiger, Ginter, Klostermann, Gross, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Havertz und Werner. Bei den Schweizer hat es auch Veränderungen gegeben. Moinsen, Legenda. Moinsen, wenn du neu hier bist, darfst du sehr gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Bei der Schweiz hat es auch Veränderungen gegeben. Also Sommer, Wittmer, Elvedi, Scherz, Rodriguez. Super, Chaka, Freuler, Shakir, Kavanovic, Seferovic. Also so wie es aussieht, haben wir klassische 4-4-2. Moinsen, Harry Beast. Moin moin, Schweiz. Was, Schweiz verliert, oder was? Weiß nicht. Goal. Goal. 4 Zuschauer, herzlichen Dank für ein Like, herzlichen Dank. Wie findet ihr das Thumbnail? 5 Zuschauer jetzt schon. Wie findet ihr das Thumbnail? Habe ich einfach jetzt ein Bild aus dem Internet gesucht. Ich habe jetzt halt keinen Ton, weil halt... Wie lang bist du lang? Hä, was? Check ich nicht. Wie findet ihr das Thumbnail? Das ist einfach ein Bild vom Internet. Und so. Ja. Wie lange ich schon live bin? 5 Minuten?
Ja, 7 Minuten, glaub's. Ja. Aber eben Legenda, weiß nicht. Irgendetwas, glaub, sagt mir deinen Namen, aber ich weiß nicht. Also falls du neu bist, darfst du ja sehr gerne ein Abo da lassen. Herzlich danke da ein Zuschauer, also ein Like. Also Leute, euer Tipp, wer gewinnt und wie viel. Ich würde schon gerne zeigen, dass ich den Kommentar anhabe, aber ich glaube, ich darf das nicht. Und dann hört man mich fast nicht, ist auch scheiße. Also. Danke vielmals, Mo, danke, ja, ich kann sehr gerne alle teilen. Bin gerade auf Heimweg vom Abend. Hey, Passi, du hast doch heute frei gehabt? Nicht, Montag, Dienstag. Ah, morgen sind. Ja, ich hoffe es auch. Also die Schweiz hat gewinnen, Ja, wenn es fun wäre, finde ich mega geil. Das ist einfach vom Internet das Bild. Nein, darf ich nicht. Das darf ich nicht. Nein, das darf ich nicht sagen. Ich darf nur meine Reaction. Ich darf, glaube ich, auch keinen Ton. Ah, ja, sorry dann für die Nachrichten, das habe ich dann nicht gewusst. Ja, kannst mir ja schreiben, wenn du heim bist. Stream geht bis am 4.11. Nachher gehe ich FIFA gamen oder einfach PS-Party und drauf an. Wenn du PS-Party willst, hast du jetzt Mund dafür frei oder wie? Wenn PS-Party willst kommen, heute, dann tue ich nicht streamen. Wenn du nicht willst kommen, dann würde ich streamen. Ich glaube, Deutschland gewinnt. Mo, du bist doch Schweizer, nicht? Du musst doch hoffen oder daran glauben, dass die Schweiz gewinnt. Aber eben, sehr gerne alle weiterteilen, das wäre sehr cool. Ich finde einfach das Fand mir einfach so geil. Kein Ton, kein Kommentar vom Moderator ist urheberlich geschützt. Ja, eben. Spielfahrt am 9. 4. von 9. Also in 20 Minuten. Ja, denke ich komme ein bisschen früher live. Scheiß auf Deutsch und Schweiz gewinnt. Bin Franzose. Ah, du bist Franzose? Ah, wow. Habe ich nicht gewusst, sorry. Jawohl, Basti. Ja, eben. Ja, ja, ich kann eben Kopfhörer anlegen nachher. Die sind aber jetzt hoffentlich am Laden. Das habe ich natürlich vergessen, weil es ein bisschen spontan war. Ja, ein bisschen ärgerlich. Und dann kann ich dann... Ja. Oder ich schaue. Vielleicht tue ich einfach so erzählen und einfach so Spiel schauen. Sehen wir mich so gut. Ja. Und ja. Oh. Sehe ich dann. Wir hätten natürlich noch ein Spiel können machen, aber jetzt geht es nicht mehr. Gutes Platzbett, das könnte man. Ja, nee, komm, lassen wir jetzt. Ich hoffe, Musik ist gut. Wir machen da ganz laut mich, also ganz laut, ja. Ja, so. Ja. Oh. Leute, stimmig. Eo. Na 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 na. Eo. Na na na. Eo. Ronaldo positiv auf Corona testet, Jungs. Das war für mich die U21 Nazi schlägt in Biel. Die Auswahl Liechtenstein verdient mit 13-0. Ja, Mann. Die U21 Nazi schlägt in Biel. Ja, ich will schon schauen.
Ja, ein bisschen Leute kann man glauben, weißt du. Ja. 6 Zuschauer, herzlichen Dank, ich bin schnell. Forza Germany. Ja, ja, ruhig da, ruhig. Ja, ich denke, Musik ist okay, vielleicht ein Stückchen. Riesling, so. Immer noch Frankreich, bestes Team. Ja, Frankreich ist echt gutes Team. Ja, ja, aber ja, also sie müssen schon besser spielen als gegen Spanien. Sehr lecker Viech. Spielt die in Deutschland, sie spielen in Deutschland. Aber eben, was die meldest dich einfach. Spanien, ja, gegen Spanien haben wir nicht gut gespielt. Meldest dich einfach, wenn du heim bist oder wenn du es weißt und so. Was schon wieder los? Hä, wo bin ich los gsi? Hä, was? Komplett los? Hä, was? Hä? Hä, was haben die? Hä, wo bin ich komplett los gsi? Ich check nicht, wo ich jetzt komplett los gsi sein. Das check ich jetzt nicht. Aber okay. Irgendwo bin ich anscheinend komplett los gsi. Los schon. Hä, was haben der? Hä, was haben die? Was habe ich gesagt? Irgendetwas habe ich glaube ich gesagt, was nicht richtig ist. Hä, was ist mit dem Fernsehen? Ja, dort ist Spiel. Logisch schaue ich auf den Fernsehen. Hä? Ich will gerade in OBS, ob alles funktioniert und so. Ja, funktioniert alles. Ja, ja, ja. Aber hä, also logisch schaue ich im Fernsehen. Übrigens hat das jemand gesehen, da eine Schweizer Flagge, also von Schal und da auch ein Schweizer Schal. Also hoffentlich bringen die Glück. Ja, ob es gegen Spanien war, bin ich dort, ja. Ja, sie haben jetzt eben gerade Spanien-Schweiz gezeigt, den Ausschnitt. Und wegen dem habe ich genau angeschaut. 5 Zuschauer, herzlichen Dank. Könnt gerne alle ein Like da lassen. Herzlichen Dank an 2 Likes. Ja. Sie sagen alte Ausschnitt. Deutschland gegen Schweiz, glaubst du? Nein, jetzt. Freistellt haben sie gerade gesagt. Wieso Käsewimper? Hä? Nie nicht. Also Käse wegen der Schweiz checke ich schon, aber okay. Ich glaube,
Ah, das war der Basti gewesen. Ah, sorry. Ja, das check ich natürlich. 7 Zuschauer, herzlichen Dank. Nice, danke euch. Schreibt gerne etwas rein. Dann können wir über das fachsimpeln. In 15 Minuten fängt das Spiel an. Ja, ich muss dann schauen, ob ich mit Kopfhörer ohne, wahrscheinlich ohne und die zweite Halbzeit mit. Da haben wir auch sicher genug. 3, schade. Ja, mal 7K. Ist auch okay. Sicher genug Akku. Ja. Aber euren Tippgang in den Chat rein, würde mich freuen. Was denkt ihr, wer gewinnt und wie viel? Also, ich glaube, es ist am besten. Also Leute, schreibt gerne etwas rein, gebt gerne ein Like, kommentieren, über was wollen wir noch fachsimpeln. Aufstellung habe ich schon genannt, aber kann ich gerne noch einmal. Geil, das Problem, Deutschland gewinnt 2-0. Okay. Also bei den deutschen Spielen, neue, dann der Gosens. Sorry, wenn ich falsch ausspreche. Der Rüdiger, der Günther. Hey, der Klostermann, der Kroos, der Kimmich, dann der Goretzka, der Gnabry und der Havertz und der Werner. Bei den Schweizer spielt der Jan Sommer, der Silvan Wittmann, Nico Elvedi, Fabian Schär, Rodriguez, scheiße, Ricardo Rodriguez, Steven Zuber, Granit Xhaka, Remo Fleuer, Sheridan Shaqiri, Haris Seferovic und Kramanovic heisst. Ah, der weiß ich jetzt nicht gerade. Der spielt aber fast nicht. Ah, 3-1 Deutschland, das ist mir klar gewesen. Hopp Schweiz, Hopp Schule für 20 Franken. Ja, also, ja, und wenn sogar die Schweiz 1-2 gewinnt, sind es sogar 50 Franken. Dann machen wir 50er. Also 1-2 könnte ja etwas werden. So cool, weil so 90 ist die 0-0, 1-1 und dann macht die Schweiz 1-2 wegkommen. Nee. Ja, ich bin schon ein bisschen am Husten. Nein, die Aufstellung kann ich leider nicht einblenden. Technische Mittel habe ich nicht. Aber ihr könnt ja das Spiel bei euch laufen lassen. Einfach Ton ausmachen und mir zuhören. Dann sehen Sie das Spiel auch und sehen und hören meinen Kommentar. Wir können das natürlich machen. Und dort sehe ich auch nicht die Aufstellung. Ah ja, bei Dings kann ich schauen, ja. Also, Schweiz spielt mit 4-2-1-3. Nein, Deutschland spielt mit 4-2-1-3, also mit Flügelspielern.
Also. Und die Schweiz ist gelbe. Die Schweiz spielt in einem klassischen 4-4-2. Also Deutschland im Tor Neue, dann rechts der Gosens, Rüdiger und Ginter in der Mitte, links der Klostermann, dann rechter ZM ist der Kroos, linker ZM ist der Kimmich, ZOM ist der Goretzka, im Sturm ist der Havertz, auf dem linken Flügel ist der Werner und auf dem rechten Flügel ist der Gnabry. Bei der Schweiz im Goal ist der Sommer, rechter Verteidiger Widmer, Elvedi Schär Innenverteidiger, Rodriguez linker Verteidiger, Zuber rechter ZM, das erstaunt mich jetzt ein bisschen, Zuber ist eigentlich links. Chaka Freude linker ZMs, Shaqiri linker LM, oder ist das spiegelverkehrt? Nein, das erstaunt mich nicht. Wieso der Shaqiri links und Zuber rechts eigentlich genau umgekehrt? Und Kravanovic und Seferovic im Sturm. Ja. Hauptsache Schweiz und schon ich werde wieder viel aktiver bei dir sein. Herzlichen Dank. Schweiz 3, Deutschland 1. Nein, das wäre zu viel. Schweiz 2, Deutschland 1. Hauptsache Schweiz gewinnt, man sieht es. Ja. Herzlichen Dank. Ja, das habe ich jetzt sehr professionell gemacht, muss ich sagen. Ich bin stolz auf mich. Also Leute, einfach auf ein faires, gutes Spiel. Aber eben, was ist das jetzt für dich okay? Hast du jetzt Mund frei oder wie ist es jetzt? Oder wie wollen wir es machen? Schreibst du mir einfach per WhatsApp. Machen wir einfach so, du schreibst mir per WhatsApp und dann sehen wir. In Verlängerung geht es ja nicht, also spätestens 11 sind wir da fertig. So, sie laufen ein. Leute, sie laufen ein. Also, ich brauche jetzt wirklich eure Unterstützung, sonst wird das kein geiler Abend. Also, schreibt bitte rein, redet mit mir über Themen. Ich will das Spiel kommentieren, der Schiri hat den Ball. Ich will es aber auf Schweizerdeutsch machen, weil Hochdeutsch ist jetzt nicht so gut. Basti hat eine Nachricht geschrieben und gelöscht. 5 Zuschauer. Also Leute, ich brauche jetzt eure Unterstützung. Boah, das ist dunkel. Aber wenn es Standard ist. Ja, 45 ist Abpfiff, ja. Wieso ist denn Standard so dunkel? Ja, 45 ist Abpfiff. Ah, aber du schreibst mir, wenn du zu Hause bist und wegen Party und so. Nee. Nee, Schweiz verkackt nicht. Schweiz verkackt nicht. Und jetzt, wie sehen die Schweizer
Flagge, also ich sehe sie. Also eben, ihr könnt gerne auch schauen, einfach mein Livestream doch gerne. A la Ton beim Fernsehen aus und mein Ton an. Das wäre doch geil. Ja. Aber eben, Basti, wie gesagt, schreib mir einfach, wenn die halb ist oder so. Habe nur deine Frage beantwortet, XD. Alles Gute, Jungs, alles gut, kommt. Also, kommt auf das Festspiel, Jungs, auf das Festspiel, klatschen, das gehört dazu, klatschen. Ich höre keinen von euch klatschen. Ja. Okay, super, Basti. Super, Basti. Aber weshalb bist du dann für Deutschland? Du bist Franzose, aber wieso bist du nicht für die Schweiz? Also eben, das Kommentering ist auf Schweizerdeutsch, weil es eben, wie gesagt, schon 1000-mal meine Reaktion ist und ich bin Schweizer, wegen dem reagiere ich auf Schweizerdeutsch. Nein, ich kann klatschen für die Schweiz. Ja, ist jetzt gut, Mo. Ist gut, wir haben es gehört, aber ich verstehe nicht, wieso du für Deutschland bist. Sorry, das verstehe ich nicht. Nur sogar Deutsche sind für die Schweiz. Der Basti und sonst noch heute noch einer, der im Stream war, ist für die Schweiz. Oder denkt, dass die Schweiz gewinnt. Sagen wir so. Also. Ja, ich bin gespannt. Ja, mein Vaterland, Ja, du. 2-1. 2-1 sagen. 6 Zuschauer, herzlichen Dank. Und jetzt die Captain sich umarmen, geben sich Hand, das ist auf deiner Seite. Mit der Nummer 1 im deutschen Goal, der Manuel Neuer. Mit dem Nummer 10 bei den Schweizer Nazis, der Granit Xhaka. Unser Abwehrpost, also nicht Abwehrpost, unser Mittelfeldpost, das ist einfach ein geiler Kämpfer, der kämpft um jeden Ball. Okay, ist gut, passt, ist gut, okay. Ja. Ja, die machen wirklich super rechts, Jam. Shaqiri links. Ah. Da kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich hätte Item von Anfang an gebracht, aber ja. Also, Hauptschweiz. Wo haben wir? Hauptschweiz. Gut, ich sehe verstörende Bilder. Schweizer 13. Shaqiri, der Shaqiri, der sich die Hand vors Maul hebt, also beide Hände vors Maul, also vors Gesicht und rumtanzen. Ja, alles klar. Ja. Jogi Löw hat seine Hände nicht im Hosensack, auch spezieller Anblick. Der Jogi ohne Hände im Hosensack. Deutschland hat Abpfiff, hat Anstoß. Ja. Also, ab und zu vor noch ein Tor. Ja, passt. Ja, wenn schreibst mir, gell, dann, wenn die halb ist. Und Deutschland hat angefangen und gerade mit einem Fehlanstoß. Ja, alles klar. Was ist das? Deutsche können gar nicht mehr anstoßen, aber jetzt geht's los. Hopp Schweiz, würde ich sagen. Ich bin parteiisch. Ja, logisch bin ich Partei. Schweiz hat einen Einwurf. Also ich will jetzt nicht genau alles erklären. Rodriguez hat ein paar. Wirft er jetzt ziemlich lang. Ja. Also ich will jetzt nicht alles sagen, dass jetzt ein Deutscher gerätscht hat und so. Das schon nicht. Meine Bildqualität ist nicht die beste, muss ich sagen. Aber schon mal der erste Angriff. Achtung, schon der erste Eckball für Deutschland.
Hei, 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 hei. Das darf natürlich nicht so oft passieren. Also die Abwehr, wenn Sie sich vorstellen, ist eine Viererkette bei der Schweiz, bei den Deutschen übrigens auch. Die müssen eng in der Mitte stehen, aber natürlich nicht zu eng, weil dann geht es natürlich automatisch in die Breite. Moinsen Luca! Dann geht es automatisch in die Breite. Wegen dem, sie müssen eng in der Mitte stehen, aber müssen halt auch gegen aussen stehen. Das schaffen. Das müssen schaffen. Und der Schweizer Verteidiger klärt. Shaqiri läuft. Shaqiri kommt den Ball noch über. Sensationell vom Shaqiri. Shaqiri wird gefoult. Das gibt der erste Freistoß. Super gemacht vom Xherdan Shaqiri. Xherdan Shaqiri spielt zum ersten Mal in der Startelf nach 2 Jahren, glaube ich, oder? Nach einem Jahr. Nein, nach 2 Jahren. Nach einem Jahr. Aber das ist ganz gefährlich. Ich kann es leider nicht erkennen. Also Bildqualität. Es war Xhaka, der fast den Ball verloren hat. Ei. Und jetzt wieder zurück zum Sommer. Ich finde das gefährlich nach dem letzten Spiel. Also Moinsen an Luca. Wie geht es dir, dein Tipp für die Schweiz, Deutschland? Ich hatte dich glaube schon mal gefragt, aber ich weiß es nicht mehr, sorry. 5 Zuschauer, eben, schreiben jetzt gerne Fragen rein und die gerne beantworten und sonst ein bisschen Spiel kommentieren. Wir sind jetzt gerade auf der rechten Seite, auf der rechten Aussenbahn von der Schweiz. Käse. Ja, nein. Deutschland spielt die Heide, da wäre es Kartoffeln versus Käse. Ja, da wäre es Kartoffeln versus Käse. Okay, wir müssen aber da aufpassen. Also ich muss sagen, die Bildqualität von meinem Fernseher ist auch mal besser gewesen, als ich das Gefühl hatte. Ich glaube, es ist einfach nicht. Ja, gerne. Natürlich, wenn ein Goal passiert, werde ich es natürlich bei mir auch updaten. Ist ja klar, oder? Ich schaue schnell, ob das wirklich HD ist. Das ist tatsächlich HD. Aber, okay. Ja, wenn steht HD, dann wird es HD sein, aber so gut ist das jetzt nicht. Sommer kickt aus, aber genau auf den deutschen Kopf. Ui, da wird aber der Xhaka gefoult. Wieso Deutschland? Xhaka ist gefoult worden. Spaß bin für Schweiz, Amerika. Ja. Jetzt wirklich, also dann schreibe jetzt den ernsthaften Tipp hin. Wir haben auch heute noch ein Interview mit dem Leon. Also wir werden am Leon in den letzten 5 Minuten oder so anrufen. Oder gerade nach dem Spiel. Oh, gut in der Mitte! Oi, die erste grosse Chance für die Schweiz. Xherdan Shaqiri ist in der Mitte gestanden, es ist über die rechte Seite gegangen. Es ist aber nicht ein Fehlpass von den Deutschen. Es ist nicht wie gedacht gewesen, eine Flanke, sondern ein schöner Pass. Xherdan Shaqiri dreht sich dann um seine eigene Achse, will in die kurze Ecke schiessen. Leider hat der Manuel Neuer sehr gut aufpasst. Die kommende Ecke wird treten, aber wird sofort befreit per Kopf. Aber das ist eigentlich gefährlich und das ist Goal für die Schweiz. Goal für die Schweiz mit dem Nummer 19. Grananovic. Was für ein Goal. Und da haben wir schon den Leon. Das fängt ja mal gut an für die Schweiz. Goal, Golazo! Bitte schreibt, es ist abseits. Das ist, glaube ich, abseits. Leute, schreibt bitte keinen Zwischenstand rein, weil... Ah nein, ich bin live. Hä, wieso hast du das so schnell geschrieben? Ich schaue ja den Match live. Na, zwar hast du Zeit versetzt, weil ich über das Internet schaue. Bitte schreibt 1-0, es zählt. Ja, wir müssen es da anpassen. Es zählt jetzt.
Goal, 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 Lasso, meine Damen und Herren. Aber bitte schreibt nichts rein wegen dem Spiel. Also schreibt, hey, die spielen gut, bla bla bla, das könnt ihr sehr gerne machen. Ich tue es anpassen, Und wie kann ich das anpassen tun? Aber schreibt bitte keinen Zwischenstand rein, weil es kommt eigentlich ziemlich schnell an und ich bin nicht so ganz schnell. Also ich weiß nicht, ob man mich versteht, wie ich meine. Ja. Ja, eben. Schreibt sehr gerne, wenn ich juble, dürfen die gerne in den Chat hineinschreiben, aber nicht vorne, weil ich sehe es ein bisschen Zeit versetzt, aber die Schweiz ist schon am Drucken, ja, ich will es anpassen. So, sehr gerne tue ich das anpassen. 0-1. Goalschütze, Granovic, beide muss leider auf. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, hast schon das erste Goal mitbekommen, ist ja super. Alles gut. Aber eben schreibt bitte, nicht so verdienen, wenn es ein Goal schiessen will, ist eben für mich ein bisschen Zeit versetzt. Ui. Und das ist schon wieder ein bisschen gefährlich geworden. 1:0 für unsere liebe Heimat. Das fängt natürlich sehr gut an. Jetzt geht es aber darum, sich konzentrieren. Sich sehr gut konzentrieren und weiter nach vorne spielen. Und jetzt nicht einfach hintergehen lassen, weil das ist sehr gefährlich. Weil die Deutschen haben einzelne gute Spieler, die dann kommen können. Und nicht solche Pass spielen, bitte, Jungs. Hei. Also nicht so gegen hinten so gefährlich spielen. 6 Zuschauer haben mich gerade gehört jubeln. Das ist korrekt, es gibt Sachen zum Jubeln. Aber Achtung, jetzt einfach kein Scheiß spielen, genau nicht solche Fehlpässe. Das war aber das Foul an lieben Schiri. Foul, das nicht gepfiffen wird. Die Schweizer kommen im Freistoß nicht über, sie haben aber den Ball wieder. Hat der Deutsche schön austunnelt. Ricardo Rodriguez schlägt den Ball weg. Schlägt den Ball gefährlich weg. Der kommt gut. Shaqiri. Leider der Pass nicht optimal, aber super Chance gewesen. Wäre der Pass sehr gut zum Stürmer gekommen. Ich weiss nicht, ob es Seferovic war oder Kananovic. Mario heisst der ist mir in den Sinn gekommen. Aber wäre der Pass angekommen, wäre das eine geniale Chance gewesen. Leute, schreiben gerne etwas rein. Ihr dürft schon reinschreiben, schon, oh mein Gott oder so. Dann schaue ich vielleicht noch extrem drauf. Ja, Freistoß. Aber nicht Goal, weil es ziemlich knapp ist. Ja gut, bis es ankommt. Und so, ja. So 2-3 Minuten Delay. Aber wirklich so viel? Nein. In welcher Minute sind die jetzt safe nicht? Sicher nicht 2-3 Minuten, nein. In welcher Minute sind die jetzt? Vielleicht in der 10. Minute. Bin ich übers Internet, aber das ist auch voll scheiße. Nein. Also es darf ja nicht live genommen werden, wenn es nicht innerhalb von 30 Sekunden. Also das, was im Stadion passiert, muss innerhalb von 30 Sekunden am Fernsehen sichtbar sein. Sonst darf es nicht live genannt werden. Also 30 Sekunden verliert man schon mal. Sozusagen zum echten Spiel. Und dann in der 11. Was? Safe nicht. Schon? Ja, schade, ja. Dann dürfen die nichts hineinschreiben. Nein. Ja, okay, dann schreibt einfach bitte nichts zum Spiel oder Joel, oh mein Gott. Ja. Oder schreibt so, oh mein Gott. Wer ist im Tor? Bei den Schweizer, also Jan Sommer, bei den Deutschen, der Manuel Neuer. Aber sind die wirklich schon in der 11. Minute, Jungs? Never. So viel? Aber das darf eigentlich nicht wahr sein. Bin ich noch im Replay-Modus? Nee. Bin ich nicht. Okay, dann schreibt einfach bitte nichts wegen dem Spielstand rein. Dann schreibt einfach rein, schon, oh mein Gott, schau oder so. Dann schaue ich, also ich schaue eh. Oder schreibt einfach, ja, keine Ahnung. Schreibt einfach irgendetwas anderes rein oder so. Wir können gerne jetzt über welche Spieler, meine Spielermeinung reden oder so. Oder meine Meinung allgemein zu der Schweizer Nazi. Sehr gerne, aber bitte schreibt nicht, wenn ein Goal passiert, weil sonst ist es für mich scheiße. Aber so viel.
Also ich bin jetzt in der 10. Minute und 30 Sekunden. Da sind das wirklich 2-3 Minuten Delay. Das verstehe ich aber nicht wieso. Kann ja gar nicht sein. Das Spiel hat ja am 4. vor angefangen. Das Spiel hat ja am 4. vor angefangen und jetzt haben wir 56. Sehen Sie mit der 11. Minute. Jungs, das kann nicht sein. Nein, aber das hat ja eher am 4. vor angefangen. Da müsste es ja 42 angefangen haben. Und das hat nicht 42 angefangen. Das fängt Punkt 45 an. Das kann nicht sein, Mo. Also nicht, dass ich dir nicht glaube, aber jetzt haben wir 12. Ja, so stimmt's. Weil das darf nicht vor 4. vor anfangen. Ich bin jetzt in der 11. Minute und 45 Sekunden. Ja, okay. Also das kann fast nicht sein. Auch so viel Delay macht keinen Sinn. Also, der von der Anspielzeit macht keinen Sinn. Also Leute, herzlichen Dank, dass überhaupt viel zuschauen. Danke euch. Aber schreibt gerne etwas in den Chat, eben kein Spielstand bitte. Sondern einfach über was wollen wir diskutieren. Meine Meinung über die Schweizer Nazi, wollen die wissen, was wollen die wissen? Meine Meinung über die Deutschen kann ich auch sagen. Also einfach die deutsche Mannschaft. 6 Zuschauer auf euch, wirklich auf euch. Nein, und mein Stream hat E. Okay, vielleicht passiert jetzt etwas. Ich glaube, ich weiß was. Ja, also das ist nicht optimal der Feldpass gewesen. Ui! Ja, aber da bist du wirklich voraus. Aber ja, aber nicht so viel. Weil der Live-Chat ist ziemlich schnell. Der Live-Chat hat kein Delay, was hat meine Aufnahme, also was bis auf YouTube ankommt. Das hat noch mal etwa ein Delay von einer halben Minute. Aber das ist normal. Es darf ja auch nur live sein, wenn es nicht eine halbe... Also insgesamt haben wir eine Minute Delay. Also zum echten Spiel. Was im echten Spiel passiert, sehe ich nach 30 Sekunden und die Namen nach 30 Sekunden. Das ist irgendwie schon krass. Ja, eben. Ja, so. Bist du live im Stadion? Mo, bist du im Deutschen? Nein, oder? Weil eigentlich, es darf die halbe Sekunde vom Live-Bild, aber du siehst auch nicht das ganz Live-Bild. OMG. Okay, jetzt passiert wieder etwas. Oder er verarscht mich einfach. Das kann natürlich auch sein. Ich kann mich so gut trollen. Ja, aber gut, also bis jetzt ist nicht OMG. Ja, das war eine Verarschung. Aha, das hat ich jetzt... Ja! Nein! Abstoß! Okay, du bist schon ein bisschen vorne. Eine halbe Minute. Aber das erste OMG, ein voller Kopf. Ja, leider hätte er dort nicht können. Aber genial. Ja, aber genial. Ist das erste OMG? Ja gut, dann ist es etwa eine halbe Minute. Ja, aber das ist gleich komisch.
Ja, bitte einfach auch schon eine Minute Delay sein. Das kann ja. Okay, ja, dann ich kann es eine Minute, aber nicht 2, 3. Ja. Ah. Weil ich über Internet. Also weil es nicht über Kabel ist. Wegen dem. Ich schaue nicht über Kabel, sondern über Internet, also über einen gewissen Anbieter XY, den ich jetzt nicht nenne. Und dann brauchen die länger. Ja. Ja, das macht Sinn. Hör auf, ich habe gesagt, ich schreibe nichts rein wegen Kohl oder so. Sicher nicht aus dieser Entfernung. Safe nicht. Safe nicht. Hört auf. Nein, wirklich. Ich finde es echt nicht lustig. Nein. Nein. Nein, ist nichts passiert. Ist abseits. Hört auf, bitte reinschreiben. Ich habe wirklich ein Delay von 1 Minute. Haha, ja, ist gut, Nico. Ja, das ist Hans. Schon gut, Nico. Aber schreibt bitte wirklich nicht wegen Goal oder so. Ich könnte OMG schreiben oder so. Dann weiss ich, okay, jetzt kommt irgendetwas. Ob das nicht wirklich abseits war, das hat wirklich nach abseits ausgesehen. Aber schön gemacht. Aber bitte nicht, dass Goal ist. Und bitte auch nicht verarschen. Das ist auch nicht so wirklich nicht. Aber moinsen, Nico. Moinsen. Herzlichen Dank immer noch für 2 Likes. Darf gerne ein Like geben. Geben ist schon gar Schweizerdeutsch. Na. Hey, das hat bissen. Tausche Like gegen offizielle Gehalt. Ich sag's dir, wenn du in der Party bist. Dann sag ich's dir. Ai, was ist los? Gut, danke. Danke für 4 Likes. Hey, was ist los? Das Biest. Aber die Schweiz muss weiter konzentrieren. Aber sie sind gut in der Partie. Also mir gefällt momentan das Spiel echt sehr gut. Achtung. Achtung! Oh mein Gott! Sehr gute Grätsche, aber es ist noch nicht vorbei. Aber sehr gute Grätsche von Ricardo Rodriguez. Sonst abseits. Nicht! Achtung! Ei, sie schwimmen. Ein Fehlpass nach Nano. Ja, ich kann gerade nicht. Spielt gut. Ja, die Schweiz, ja, gerade momentan nicht so. Also in der Abwehr schon. Also sehr gute Grätsche vom Ricardo Rodriguez. Sonst wäre das wahrscheinlich ein Goal gewesen. Aber jetzt kann ich gerade nicht. Wirklich, jetzt macht Deutschland wieder ein bisschen Druck. Wir müssen ein bisschen hinauskommen. Aber nicht mit diesen Fehlpässen. Du. Ach, das stimmt. Da hinten, pass auf, Goalie fällt gleich. Du kennst das Geheimnis des, aber gar nicht. Vielleicht schon. Wer weiß. Achtung! Ei! Die schwimmen. Ja, oh mein Gott, darfst du schreiben. Oh mein Gott, darf ich schreiben. Oh mein Gott, ist das jetzt... Hui.
Aber passt, ich kann schon einfach gleich in die Party kommen. Ich erzähle dir einfach irgendein Geheimnis. Oh mein Gott, ja. Ich weiß immer, wie das wahrscheinlich nicht glauben. Aber die Deutschen sind schon ein bisschen mehr zu viel jetzt in unserer Hälfte. Leute, die sind mir zu viel bei uns. Die können gerne ein bisschen Abstand halten. Corona ist immer noch, hä? Ei, die kommen. Und Shakiri lässt sich ausdingsen. Ja, also, oh mein Gott, das ist ein okay Schuss gewesen. Aber gerade, also, oh mein Gott, Schuss ist das nicht gewesen. Der geht ziemlich weit daneben. Aber ja, es ist etwa eine Minute. Keiner im Stadion. Ich wäre ich eingeladen worden, ich wäre gegangen. Und hätte ein bisschen Stimmung gemacht. Ab Schweiz. Die hätten keine Freude gehabt. Ja. Schön. Sheridan Shaqiri, schön gespielt. Aber das ist wieder zu kompliziert. Und so ist wieder die ganze deutsche Mannschaft hin. Achtung! Schön austrippelt! Wer ist das gewesen? Fabian Scher, glaub's. Ja, Fabian Scher. Und schöner Pass! Schön durchgelassen! Sensationell! Und der Schuss, ja, aber sensationell! Fast. Also sensationell vom Shaqiri durch mit den Hacken. Sheridan Shaqiri. Also ich liebe den Shaqiri. Ich habe wirklich in den letzten Spiel, wo er nie gespielt hat, weil er verletzt war und so. Und ja, so habe ich gedacht, ja, man braucht den Sheridan Shaqiri gar nicht und so. Aber doch, eindeutig. Sheridan Shaqiri ist so wichtig in der Schweizer Mannschaft. Nur schon sein Tempo, seine Klugheit, also Finesse, der mit dem Hackenball. Ich würde so spielen. Es hat keiner gefragt, aber ich sage es einfach mal. Achtung, aber wir warten noch. Ich würde so spielen. Links würde ich Rodriguez. Mitte Elvedi, oder ich würde mit den drei. Ja, ich will mit der 3 Innenverteidigung spielen. Oh, Elvedi, Scher und Kanji. Jömet haben wir auch noch, das ist auch noch gut. Elvedi, Scher und Kanji. Dann rechts Silvan Wittmer. Links. Scheiße. Links, Achtung, natürlich Rodriguez, ZM, Chaka, Zakaria. Dann haben wir 5, haben wir 7, wir dürfen 10 haben. Dann rechter Flügel, Sheridan Shaqiri, linker Flügel Embolo und Sturm sogar Iten. Ich würde sogar den Iten anstatt Seferovic. Oi, was für ein Fehlpass, nein! Oh! Ui, mein Herz, Jungs, mein Herz. Ich hasse das. Da, ich sag, der Shaqiri ist wichtig und der macht genau noch einen Fehlpass. Hei.
Ei. Guter Zwischengang, aber ein bisschen überlegen. Ja, ich habe gesagt, hört auf mit Goal reinschreiben, ganz ehrlich. Aber er kann wirklich ein Goal werden. Und für die Schweiz, gut gespielt! Ja, wirklich Goal! Remo Fleuler! 0:2, aber ich habe gesagt, schreibt es nicht rein. Echt muss ich offline gehen. Also geiles Goal, aber echt, ich will es ja auch sehen und mich freuen. Wirklich, bitte. Mache ich natürlich sehr gerne. Also danke vielmals für eure Unterstützung. Wirklich, schreibt nicht Goal rein, schreibt lieber oh mein Gott rein. Und dann weiss ich nicht, ob es ein Goal ist oder nicht. Und dann freue ich mich richtig. Aber schön gemacht, Freuler. Schön gelupft. 0:2. Ja, aber ich sehe es erst jetzt. Und dann ist es für mich mega scheiße. Also bitte, oh mein Gott, reinschreiben. Aber nicht Goal. Wieso ist es für mich scheiße? Aber danke vielmals, Goal für die Schweiz. 2:0. Das ist mega geil. Das Spiel rennt sich aus? Nein. Nee, aber versteht ihr mich? Bitte schreibt nicht Goal rein, sondern oh mein Gott, weil ich will sie auch noch gerne miterleben und nicht schon gespoilert werden, weil ich ein Delay habe. Aber danke trotzdem. 0:2. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Anruf. Ja, nein, ich schaue halt übers Internet. Nein, eigentlich nicht, aber ich schaue es übers Internet und nicht über Kabel und dann ist eine Minute Delay. Also wenn das Goal passiert, bitte oh mein Gott, oder wenn irgendetwas passiert, so oh mein Gott reinschreiben, dann sehe ich das. Also ich schaue ja Spiel. Achtung! Nein! 2:1! Genau! Ja Mann, Schweiz. Nee, 2:1. Bitte nicht Goal reinschreiben. Meine Güte, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich habe wirklich eine Minute Delay. Aber 2:1, nein, das ist nicht gut. Also doch eigentlich schon, wenn jetzt kein Goal mehr passiert, dann ist es 50 Franken. Für mich. Aber das wird schwierig. Aber jetzt nur noch 2:1. Ich habe gerade... Also schreiben nicht Goal rein bitte, sondern oh mein Gott. Danke. Nein. Und Fabian Scherer kommt noch gelb über. Okay. Ah, super. Fabian Scherer hat, glaube ich, schon gelb. Fehlt nächstes Spiel. Ah, Scheiße. Gut, wenn der Zakaria kann sicher auch Innenverteidigung spielen. Aber wir haben ja Akanji, wir haben so viel. Wir haben Akanji, wir haben German und so. Also schreibe bitte oh mein Gott, wenn etwas passiert und nicht Goal bitte. Dankeschön. Mann, ich wollte in Deutschland anrufen. Wir machen es aber trotzdem. Aber jetzt auch nicht mehr mit der 2:0-Führung. Jetzt nicht mehr mit der 2:0-Führung. Mann, aber so, wenn es so bleibt, dann ist gut. Wir machen mal den Kohl ins Deutsche. Wenn wir schauen, ob er abnimmt. Also bitte einfach oh mein Gott schreiben und nicht Goal. Dankeschön. Ob unser Außenkorrespondenz abnimmt? Ja, wahrscheinlich nicht. Schade, schade. Schade, schade, 5 Zuschauer. Ach, der muss. Auch das bitte nicht. Weil da weiss ich, dass etwas passiert. Schreibt einfach wirklich bitte einfach umgehen, wenn etwas passiert. Wie ach, der muss. Jetzt weiss ich, dass kein Goal passiert. Aber Achtung, das wird gefährlich. Vielleicht passiert gleich ein Goal. Achtung, das wird gefährlich.
Leute, wirklich bitte, ich meine es ernst, so sprich ich den Livestream ab. Wie ich sehe kein... Wie ich sehe, höre kein Ton, nix und so, und das ist nicht so mega geil. Und so, und das mache ich aber gern für euch, wirklich, no problem. Ich tue auch gern für euch das Spiel kommentieren, aber nicht, wenn dann ich die ganze Zeit eigentlich gespoilert wird, dann mache ich das nicht mehr. Oh ja, dann nehmen wir ab, dann nehmen wir ab, dann nehmen wir ab. Moinsen! Moin! Wie geht's? Na, wie geht's? Gut, gut, und dir? Sieht aus wie ein Kreisligaspiel hier. Nee, also was ist jetzt schon los? Schon 2-1. Ja, da wird keiner von uns recht haben beim genauen Ergebnis, denke ich mal. Nee, jetzt dürfen die kein Tor mehr machen. Ich werde aber die ganze Zeit im Chat ein bisschen gespoilert. Beim Tor von der Schweiz, beim... Ich guck dir den Stream. Ah, du schaust meinen Stream? Ach, das ist doch nett. Aber ich spiele aber auf FIFA, deswegen schreibe ich nicht rein. Du schaust gar nicht mal den Match. Doch, beides gleichzeitig. Hey, also du hast 2 Fernseher. Nein, ich gucke auf dem Laptop einen Tab. Ah! So, das auf der Hälfte des Bildschirms. Das Spiel ist mit Atem. Hightech, Leon, Hightech. Hightech. Spiel aber absolut beschissen. Das ist echt traurig. Also, ich muss sagen, Deutschland hat sich verbessert. Die Schweiz muss aufpassen. Also, ich habe da ein bisschen Angst. Also, ich mache mich bald in... Ja, ich mache mich bald in die Hose, Junge. Also, ich rufe sicherlich nochmal an. Also, bis dann. Irgendwann. Aha, ja, sorry. Tut mir leid, ja, natürlich, endlich. Auf jeden Fall war nicht beabsichtigt. Nee. Ja, ändern wir natürlich. Wir sind Feriensportsmänner. Habe ich nicht beachtet, sorry. War... Ja, jetzt nicht böse gemeint. Aber eben bitte einfach oh mein Gott reinschreiben und nicht ach, der müsste rein oder 11 Meter oder Tor. Weil ich will wirklich auch das Spiel genießen. Also das wäre sehr nett. Danke für 4 Likes. Ich schaue einfach nicht mehr auf den Chat, wenn es so weit. Also gelbe, ja okay, das ist jetzt nicht schlimm. Nee, also das ist keine gelbe. Ah gut, er reklamiert noch. Ja, dann. Ich mein's ernst, Nico. Ich beende den Livestream. Ich meine es ernst. Ui, aber gut gehalten. Aber ich meine es ernst, wirklich. Ihr habt einen Vorsprung, bitte spoilert mich nicht. Ihr könnt schreiben, oh mein Gott. Oder, ja, gut gehalten, dann weiß ich es auch schon. Einfach, oh mein Gott, aber der hat echt gut gehalten. Bitte spoilert mich nicht. Ich meine es ernst, bitte. Ich streame extra für euch meine Reaktion. Ich sehe an den Daumen nach oben, an der Zuschauerzahl. Es gefällt euch. Ja, beachten muss. Schreibt einfach bitte OMG oder irgendwie so gut und so oder Achtung oder irgendetwas. Aber wenn oh mein Gott, der muss, dann weiß ich ja schon, er geht nicht rein. Es ist wirklich für mich scheiße, wenn ich schon weiß, was halbwegs passiert. Und das gibt eine gelbe. Und so. Aber ich verstehe. Ich verstehe euch. Alles gut, ich verstehe euch. Aber für mich ist es auch scheiße.
Ihr könnt ja immer noch OMG zum Schluss schreiben, wenn ich es gesehen habe. Dann ist ja egal. Das 2-2 kommt, Swiss ist unter Druck. Ja, nicht nur ich bin unter Druck, sondern auch die Schweiz. So etwas ist okay. Das 2-2 kommt, da weiß ich, du denkst, es kommt das 2-2. Ja. Und die Schweiz ist unter Druck. Also die Schweiz ist unter Druck, wie sie reden wieder Hochdeutsch. Das ist easy. Du schreibst ja nicht 2-2 ist gefallen. Das ist easy. Aber einfach bitte nicht Goal oder der hätte müssen rein, Goal, der hätte müssen rein, oder ey, Rot, Penalty, 11 Meter und so. Ja. Wenn ich merke, ich finde das cool, vielleicht auch eben halt gerade, wie es Deutschland und Schweiz ist. Ich weiß halt nicht, wenn es halt anders ist, wenn nur die Schweiz spielt. Oder wenn halt mein Verein FC Basel spielt. Das sieht man dann nicht auf dem Fernseher. Also das sehe nur ich, wenn ich für das zahle. Also nicht nur ich, einfach alle, die für das zahlen. Dort ist dann halt kein Spoiler-Gefahr. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das dann angeschaut wird. Können wir ja mal ausprobieren. Das Wochenende bin ich aber jedoch nicht daheim. War aber ein geiler Match, Zürich-Basel. Aber nächstes Wochenende bin ich dann wieder daheim. Gute Ballwechsel. Wir konzentrieren uns wieder mal ein bisschen aufs Spiel. Die Schweiz hat momentan das Spiel nicht so wirklich unter Kontrolle. Seferovic schön abgeleitet auf Silvan Wittmer. Wittmer schickt noch eins weiter hin. Schön über die Mitte, über den Granit Xhaka. Ja, die Schweiz hat es gerade nicht so. Jetzt haben sie wieder ein bisschen mehr Faden im Spiel. Schön vom schönen Doppelpass. Schön probiert. Sehr gut. Xhaka, sehr gut. Sehr gut vom Xhaka geholt. Sehr, sehr stark. 14. Steven Zuber bis jetzt unübersichtlich, also nichts sichtbar. Da muss Hinterwärtsabwehr arbeiten. Beim Anbieter. Also ein paar Matches kommen dann Free TV. Also bitte Achtung! Bei der Schweizer 7. Oh mein Gott, Donald Trump hat Fallrückzieher gemacht. Wo? Das wollt ihr jetzt sehen. Aber auch für dich kann ich bitte nicht spoilern wegen dem Resultat. Aber die Schweiz führt. Also bei der Schweizer Liga ist es so. Aber wo hat der. Wo da. Wo, das wird jetzt sehen. Was meinst du mit Donald Trump? Herzlichen Dank an 5 Zuschauer. Einer von der Schweiz. Wo kommt jetzt ein Fallrückzieher? Da. Nein. Hä? Also bei der Schweizer Liga ist so. Bei jeden Sonntag wird ein Spiel gezeigt am 4 auf Free TV. Und sonst muss man bei einem Anbieter halt Geld zahlen so wie Sky. Einfach bei uns ist es nicht Sky. Aber ich sehe jetzt nicht, wo der Donald Trump Dings gemacht hat, Fallrückzieher. Also ich denke jetzt nicht, du meinst den echten Donald Trump. Ein Fake-Spoiler sein, ja. Nee, einfach gar nicht spoilern, auch nicht Fake spoilern. Donald Trump spielt nicht mit. Lass den Donald Trump bitte aus meinem Livestream raus. Dankeschön. Einfach gerne zuschauen, Harry, mich unterstützen mit einer Spende. Das darfst du 7 Zuschauer, herzlichen Dank. Reinschreiben, Daumen nach oben geben, Verbesserungsvorschläge, was sollte ich verbessern? Ja, das. Tor Angela Merkel. Dann Angie hat das Goal gemacht, genau. Also wenn du jetzt Deutscher meinst, dann schalte ich wirklich ab. Ja, wirklich Leute, ich meine es ernst. Aber es ist mir klar gewesen, es ist mir wirklich klar gewesen.
Es ist mir so klar gewesen. Was ist? Ja, kannst du mir geben. Nein, nicht so. Gib sie mir einfach. Was ist? Was ist so lustig? Hä? So, Joy. So. Mau. Joy. Ja, da sind wir. Ja. Willst du etwas sagen? An Hunger? Also zusammen. Nein. Abonniert alle den Joy. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Ja, da. Gerne Glocke aktivieren. Und was sollst du jetzt machen, Joy? Genau. Folgt dem Joy alle auf Insta. Und was solltet ihr jetzt noch machen? Wenn ihr Lust habt, dann spendet etwas Geld. Weil ich, Joy, habe fast nichts essen. Ham. Und ich gehe jetzt wieder. Ich muss jetzt ins Bettchen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss, Joy. Ciao. Ich bin Fame geil. Und noch etwas. Bitte abonniert Chili. Joy, warte schnell. Chili Underline Swiss Gaming TV, das ist mein Bro, der schlägt mich zwar immer. Und mein Kanal. Ich habe jetzt dann auch gleich einen. Joy Underline Swiss Gaming TV. Danke, jetzt gehe ich wieder. Tschüss zusammen, ciao. Tschüss, Joy. So. Ciao, Joy, ciao. Ich kann später wieder kommen. So. Also. So. Was für Spenden, du bist reich. Ich bin nicht reich. Ich habe einfach genügend Geld. Nein. Man kann immer spenden. Ey, 50% von der Spendeneinnahmen geht einen guten Zweck, Leute. Also hallo. Ja, Joy wird auch etwas essen. Also das war meine Katze, Joy. Wer es nicht kapiert hat. Eben gang, dann irgendwann hat sie dann auch ihren Instagram-Account. Dann sehe ich dort folgen. Wie beim Chili. Aber Chili und Joy haben es nicht so immer so gut. Aber das ist doch ein lustiger Clip gewesen. Harry, kannst du mir bitte da rausschneiden und mir schicken? Dann kann ich irgendetwas mit dem machen. Deine Mutter. Nein, das war meine Schwester gewesen. Wieso sagen alle, dass meine Schwester meine Mutter ist? Nein, der hat die junge Mutter, Leute. Aber Harry, bist du noch rum? Kannst du mir bitte den Clip rausschneiden? Dann kann ich irgendetwas mit dem, weiss noch nicht genau für was verwenden, aber für irgendetwas. Vielleicht noch ins Intro reinschneiden. Und irgendwas. Ja, schön. Ach, was, boah. Ja, das ist okay. Ja gut, dann weiss ich eigentlich auch, dass nicht passiert. Schreib einfach boah. Achtung! Ei, die Schweiz schwimmt. Harry, bist du jetzt noch rum? Hey, das sind gleich noch Zuschauer. 2. Aussen jetzt. Ei. Schön weitergeleitet. Abseits. Schade. Moin, Jonas. Moin. Ja, ist abseits. Auch bitte an dich, kein Spoiler. Ich habe einen Delay von etwa einer Minute, wenn nicht sogar vielleicht 1,5. Ja, voll. Kannst du es mal rausschneiden? Harry, kannst du mir es rausschneiden? Keine Ahnung, was ich mit dem machen will, aber irgendetwas. Keine Ahnung. Instagram? Keine Ahnung. Als Trailer! Als Kanaltrailer. Hä? Was ist jetzt? Was ist denn? Ist schon vorbei! Halbzeit schon vorbei! Schenkst du mir Joy? Wieso? Wieso willst du Joy haben? Ist Halbzeit schon vorbei? Schon die erste Halbzeit vorbei? Dann rufen wir noch einmal an unserem Lieblingsdeutschen und fragen mal, wie er die erste Halbzeit empfunden hat. Was haben wir denn da? Ah, ist die Halbzeit schon vorbei? Wie schnell ist das gegangen?
Neue Abonnent, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Haben wir noch ein Abo gemacht? Ja, 556 Danke. Ja, er nimmt nicht ab. Wie habt ihr vorhin Joy gefunden? Doch, er nimmt noch ab. Joy. Die Halbzeit, das ist schon Halbzeit. Das ist schon Halbzeit. Was? Es ist schon Halbzeit. Ja, ich weiß es halt nicht. Hey, weißt du wie cool? Jetzt kann ich 15 Minuten entspannt hinterher liegen und ich werde nicht gespoilert. Ja. Ich gucke auch über Internet und ich sehe es viel früher als du. Vielleicht musst du es einmal gucken. Wirklich? Ja. Ja, dann starten wir es noch Ja, einmal. das ist eine Minute vor dir, obwohl ich über ARD Livestream schaue. Bitte nicht im Livestream Werbung für Privatsender machen. Ich dachte, man hört mich nicht. Ja doch, weißt du, da kommt wieder, oder auch nicht für Coca-Cola. Da kommt Coca-Cola wieder und hat nicht so viel. Okay, ja du, also, Das war eine spannende Pause. ja danke dir auch, also spannend ist es bei mir immer. Du, etwas anderes. Die letzten 3 Minuten läutet ja in der, nein, 85, weil dann ist bei dir schon 7. Nein, ich läute nach dem Spiel an, weil sonst Spoiler ist mich. Ich läute nach dem Spiel an. Okay, klar. Ja, hast du mich verstanden oder muss ich noch auf Hochdeutsch? Nee, bis dann. Ciao, ciao. Okay, bis dann. Tschüss. So Leute, was geht ab? Herzlichen Dank fürs Abo. Ich glaube, die Person hat reingeschrieben, ja, Hopp, Basel. Ramio, Moinsen, moin an, Hopp, Ibe. Wiesbu, schon lange nicht mehr da gewesen. Ich wünsche mir mehr Einsatz. Zeig, was du kannst als Fußballkommentator. Kommentator. Ja, ich probier's. Nee, friedlich im Chat. Hallo, ich find's geil. FC Basel forever. Wiesbu. Schon lange nichts mehr gehört von dir. 8 Zuschauer, danke. Moin André. Also bitte eben mich nicht spoilern, ich sehe es erst. Ich bin gespannt. Ja. Sieben Zuschauer. Ja, also Leute, was wollt ihr sehen? Ja, 4 Zuschauer. Schon bei dir läuft es 2. Ja, momentan, wenn es jetzt so bleibt, 50er dann. Ja, aber eben bitte nicht reinschreiben dann nachher wieder, weil bei mir ist eben Delay. Aber Pause, ich gehe jetzt kurz noch schnell. Ich gehe noch kurz schnell aufs WC. Komme grad.
Aber ich darf gerne weiter reinschreiben und so. Danke, Andi, danke. Also, tschüssi. So Leute, so Leute. Hei, 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 hei. 2-1. Wir haben 2-1. Leute, kommen dann hin wieder, hä? Ja Leute, 3 Zuschauer, danke euch. So, bitte kurz erholen.
Leute, was machen wir? Was machen wir? Kurz erholen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Hey, hey, ob der Harry das Video jetzt zusammenschneidet oder nicht. Team Care bereit machen für die zweite Halbzeit. MFG Timmy. Moinsen Timmy! Du, wie geht's dir? Wie geht's dir? Sehr gerne ein Like da lassen, würde mich freuen. Und ich mache mich bereit für die zweite Halbzeit. Freut mich sehr, dass du kurz hineinschaust. Danke dir, Timmy. Es geht gleich weiter, es geht gleich weiter. Jetzt fängt es wieder an, es fängt wieder an, es fängt wieder an. Ich muss noch ganz schnell runtergehen, etwas holen. Gutsein holen. Also bitte schreiben nichts in den Chat rein wegen Goal oder so, weil bei mir kann es immer nur eine Latenzverzögerung sein. So Leute, es geht schon wieder los. Ich habe noch schnell gut geholt. Ah. Also. Danke Timmy. Ja,
Wie geht's eigentlich an mir Erik? Er hat nie mehr etwas gesagt, also muss auch nicht. Muss sich auch nicht mehr melden, aber tut sie. So Leute. Gut Ball gewinnt, gut Ball gewinnt. Gut übergelegt. Nicht so guter Schutz. Nicht so guter Schuss. Okay, ja. Ja, dann, wenn er sich nicht mehr melden will, wird er sich nicht mehr melden. Mir ist das egal, aber hat mich jetzt gleich ein bisschen komisch gedunkt und so. Einfach als ehrenlos, aber du, ja. Alles easy. Weißt du, ich hoffe einfach, dass er nichts Scheiße über mich erzählt und so. Aber so wie es aussieht, bleibst ja gleich noch bei mir im Stream. Oh, upsala. Dann ist schon gut. Ja, eben. Sehr gerne. Alle liken. Ja, würde mich freuen. Der Stream 2 Likes hat. Viele Likes haben wir schon. Also noch 6 Likes, war geil. Oh! Ich hab Pfosten gesehen. Okay, na dann ist easy. Ja, Pfosten! Oh mein Gott! Ei. Aber ist noch dran gewesen, wegen der Mecke. Sind die wieder voraus oder bin ich jetzt auch wieder gut dabei? Ja. Ich habe jetzt schon Fenster zu. Ja. Ja, wegen dem habe ich ein Fenster zu. Ja, ein bisschen Emotionen im Stream ist gut. Ja, aber das ist Fußball. Ja, ist gut. Ich gebe mir Mühe. Also. Ja, ist gut. Also, bis morgen. Tschüss. Wächst mich morgen. Ja, mach ich. Also, bis dann. Tschüssi. Ja, ist gut. Also, tschüssi. Ja. Ja, kannst schon. Wenn er nichts mehr will, zu tun hat, dann wird er nichts mehr zu tun haben. Also wieder Minuten. Schreibt einfach bitte nicht rein, wenn ein Goal passiert, sondern nur, oh mein Gott. Ja, gar nicht Chaka, kommt auch noch gelb über.
Dann einfach eben bitte nicht Gold schreiben, sondern einfach «Oh mein Gott» und nicht «Der hätte mir es rein», dann weiss ich es auch. Dankeschön. Ei, die schwimmen. Also ich muss sagen, 2 Eis würde ich 50 Franken bekommen. Aber ganz ehrlich, lieber auf 20 Franken gehen und die Schweiz würde jetzt noch gerne ein 3 Eis machen. Ja, der ist angelehnt, Ja, bitte auch so etwas dort reinschreiben. Bitte nicht, ich gar nichts, einfach nur schreiben, «Oh mein Gott». Und so. Ja, du siehst ja, wie viel es bei mir verzögert ist, wenn ich etwas sage. Und so, da könnt ihr mal eine Sekunde anschreiben. Und so. Gut, der Stream ist halt auch noch 30 Sekunden verzögert. Aber trotzdem ist dann das Bild. Und so. Alles gut. Ecke ist jetzt nicht so schlimm, aber einfach nicht Goal oder so spoilern. Ist nicht so geil. Wieso bin ich zum 2:0 gespoilert worden? Ist mega geil rausgespielt, habe mich mega gefreut, aber ja. Ist halt nicht so mega geil, wenn man gespoilert wird. Achtung! Ich habe Angst. Aber Leute, durchgängig über 3 Zuschauer, also herzlichen Dank. Ich glaube, das kommt ziemlich gut an. Eben, ich mache das auch sehr gerne mal beim FCB. Natürlich so Luca, Andi, Pascal und so. Die schauen jetzt dann lieber alleine oder so. Das war halt der Name gerade 3 Zuschauer mehr. Ja. Aber ja, du. Ei. Ich würde einen Wechsel machen. Ich sage euch, was für einen Wechsel ich machen würde. Und dann kann ich auch ein bisschen mehr wieder kommentieren, also im Fußballkommentator schlüpfen. Ich würde jetzt Seferovic oder Kramaric einen von beiden rausnehmen und den Item bringen. Und in der Verteidigung würde ich aufrüsten und würde den Schömer bringen. Schön, Shaqiri. Die zwei Wechsel würde ich machen. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Nein. Ja. Bei 50 Franken. Aber danke, dass ich nicht gespoilert worden bin. Danke, wirklich ehrenhaft. Nein, ich meine es wirklich ernst. Ich bin nicht so abgefuckt. Das ist einfach typisch Schweiz, verdammt normal. Und so. Ja, was wollt ihr da machen? Aber danke, dass ich nicht gespoilert worden bin. Wieso habe ich jetzt immer noch die Hoffnung, er zieht es nicht rein? Ach. Ja, schade. Gut, Leon kann ja auch nicht 50 Franken gewinnen, also. Ja, ja, danke. Also es geht jetzt noch um 20. Leon kann ja schon lange nicht mehr 50 Franken gewinnen. Ja. Ich habe zuerst noch gedacht, ob ich 3-2 sagen sollte. Anstatt 2-1. Aber mir ist klar, jetzt wird knapp. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass Deutschland gewinnt und dass die Schweiz gewinnt. Und dann haben wir 20 Franken, ist auch geil. 20 Franken ist auch geil. Ich habe mit meinem Mod ein Wett abgemacht. Und so, da hast du. Und so, und dann gewinnt die Schweiz. Hat die Schweiz gewonnen, geil. Also wenn. Schön gespielt. Und dann hätte ich noch 20 Franken. Schön! Da muss rein! Nein! Schuss! Ja! 3-2! Yes! Kramaric wieder. Yes, Mann, yes!
Ja, ich habe vorhin jetzt nicht in den Chat hineingeschaut. Also das ist jetzt wirklich Live-Reaction gewesen, nicht im Chat. Oh mein Gott. Aber bitte nicht nur bei der Goal oh mein Gott hinschreiben, weil sonst weiss ich ja immer. Yes, Mann, 3-2. Yes! Super Reaktion. Das ist genau so etwas, was man super gespielt. Einfach genial gespielt. Aber das ist typisch Schweiz, dass der nicht beim ersten Mal reingeht. Und das da ist gut gewesen und das ist halt glücklich. Also, ja. Aber das ist typisch. Der andere Spieler würde das zum ersten Mal reinmachen, wir Schweizer nicht. Und das ist zwar gut gemacht gewesen, und da kommt er halt da und dann schießt und dann ist er rein. Das ist ein Gewicht war und so. Aber der Schuss ist gut gewesen. Ah. Ah, dass der erste nicht reingeht, sorry Chat, aber schreibt eure Meinung, das ist so logisch. Kravanovic für den zweiten Goal, was ist los? Der ist eigentlich schon, ja, momentan ist er im Lauf, ja, merkt man. 4 Zuschauer, herzlichen Dank. Ah, jetzt machen bitte noch ein Goal, bitte. Da haben wir 2 Abstand, Ja, jetzt kann eben, ja. Lieber 2-1, aber ja, wenigstens Sieg. Wäre mega wichtig auch für die UEFA Nations League gegen Deutschland und 20 Franken sind auch geil. Sind nicht 50, aber ja, egal. 20 sind 20. Momentan. Hey, es ist momentan. Es ist noch nichts entschieden. Also, da ein bisschen Achtung. Schön gespielt! Schuss rein! Der hat ausgewechselt. Gnose. Halstenberg kommt rein für Gnose. Nee, aber das ist auch wieder typisch. Der muss rein. Ja, absolut. Habe ich beide Goal nicht. Alles klar schon. Ja, ich bin mal wieder on Fleek. Ja, die Deutschen tun ich nicht gerne aktualisieren, aber die Schweizer schon. Machen wir 2-2. Wir sind fair. Kurz 2-2 da. Es ist schon 2-2 gestanden. Achtung! Sommer, was machst du? Und jetzt machen wir 2-3. Wir sind fair, das habe ich jetzt extra gemacht. Es ist schon 2-2 gestanden. Und jetzt machen wir 2-3. Was ist das für ein Spiel? Und auf das reagiere ich. Oh mein Gott. Ja. Hei. Ja, das mit der Anzeige, tut mir leid, das habe ich nicht ganz im Griff gehabt. Schon das 3. Mal von 5 kommen. Achtung! Okay, dann würde ich jetzt Seferovic raus tun und Item bringen. Nee, Seferovic macht nichts. Hey Jungs, bitte spielen nicht so scheiß hin. Ich mein's ernst. Ich würde so gerne mir ein Trinken holen, also Wasser auffüllen, aber ich würde nicht gehen. Oh mein Gott, nein! Bitte nicht 3-3, bitte nicht. Nein. Was ist da los? Ja, 3-1 stimmt nicht, also von daher. Schreib auch bitte sonst mal OMG. Also das ist typisch Schweizer Ballverlust. Was Ausrufezeichen? Nee. Das sind typisch Schweizer Ballverlust, Kopf. Also Sommer sieht nicht gut aus, was macht er? Ja, und dann... Ja, und der hat er noch. Der hat er noch mit den Krallen noch. Hey, hört auf jetzt so Scheiß spielen. Weißt du, es war Gnabry. Gnabry hat das Goal gemacht. Hört auf so Scheiß spielen. Shaqiri, schön, Spiel raus, ja. Der ist aber nicht gut. Ja. Komm, da hast. Ja, werden auch wieder besser rausgespielt worden. 2 Zuschauer. Ja, ich bin ein bisschen am Überdrehen. Ach, wäre auch besser gespielt worden. Wäre das wieder eine geniale Torchance gewesen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Irgendwann kommen die Deutschen und hauen dann noch 2 rein. Also ich will es nicht verschreien.
Aber dann können wir nicht mehr zurückkommen. Also wir müssen echt aufpassen, weil die Deutschen sind halt besser, also besser in Form. Ey, das ist nicht... Ja, und jetzt noch gefährlicher Freistoß. Und so. Ja. Ja, okay, doch, ist ein Freistoß gewesen. Was, und es waren nur noch 2? Hä? Was? Aha, 2 Zuschauer. Bis ich das jetzt gecheckt habe. Ja, also, ja, so. Nur noch. Hey, man sieht nur mich. Spielstand, mein Commentaring, könnte man. Die Schweiz spielt gerade momentan nicht so mega den Hit, also. Nein, ja, natürlich, jetzt wieder 3, natürlich ist man mit 7 Zuschauern glücklich. Aber ja, jetzt nur noch, finde ich jetzt da ein bisschen der falsche Ausdruck. Ich weiss, es ist ein Sprichwort. Ja, macht noch länger beim Freistoß. Hey, meine Fresse, 3-3, nein, echt. Bei beiden Goal in der zweiten Halbzeit war der Sommer dran. Also er hat bei allen 3 nicht gut ausgesehen. Ei, hat er über den Mauer gewesen, der wäre noch gefährlich geworden, sage ich euch. Hey, ich will, dass der Petkovic wechselt. Iten rein, ich sag's euch. Nee, ich habe jetzt bei jedem Angriff Respekt. Man muss aber eigentlich sagen, ey! Ey, das gibt kein Gelb! Das muss Gelb geben! Lächerlich. Lächerlich. Ja, aber schön durchgespielt. Ja, aber Seferovic bringt nichts. Ei. Und Fernandes. Ich weiß nicht, was er an dem Fernandes hat. Ich finde den echt nicht gut. Aber er will Fernandes bringen. Wieso? Ist er ZM, oder? Ist der Cousin vom anderen Fernandes. Schön, Shakiri. Ey, kann man Gelb geben? Endlich. 4 Zuschauer, danke. 5 Likes, danke. Doppelwechsel. Was bringt er? Super raus. Nein. Und Shaqiri raus für. Super raus für Fernandes. Shaqiri raus. Verstehe ich nicht für. Der hat echt gut gespielt für so. Ja.
Danke. Ja, für Nahrung. Ich raste gleich aus. Meinst du ernst? Ich habe keine Nerven mehr. Nüsse, ja. Ein paar Go für die Schweiz, da wäre meine Nerven auch beruhigt, das sage ich euch. Ich habe jetzt gerade keine Nüsse, also nicht Nüsse zum Essen. Haha. So. Noch 23 Minuten durchheben, also wir müssten ja das Goal machen. Es wäre schade, unentschieden. Weil die Schweiz spielt echt gut. Sie hat 2-3 Fälle und die nutzt halt Deutschland aus. Das ist das, was ich heute auch in der Aufnahme gesagt habe, also im Stream gesagt habe. Und auch, wer nicht gesehen hat, am Montag ist gestern ist meine erste Podcast-Folge rausgekommen, leider nur auf YouTube, bis auf Spotify nicht gegangen ist. Falls du auch Lust hast, Tim, mal einen Podcast, schreib mir gerne auf Insta oder halt, keine Ahnung, wo du halt kannst mir schreiben. Ja. Dort habe ich auch gesagt, der Unterschied zwischen Schweiz und Spanien ist nicht eigentlich groß gewesen. Spanien hat Pressing gemacht, wie 3-3. Ja, leider 3-3. Hat Pressing gemacht und die Schweiz ist mit dem nicht klargekommen. Und die Schweiz hat einen Fehler gemacht. Spanien hat das 1-0 gemacht. Und nichts mehr, keine Chance. Und die Schweiz hat auch nicht. Dann ist 1-0 geblieben. Das ist jetzt weiter. Die Schweiz macht das gut. Sie haben nicht viele Chancen. Sie haben 2 gute Chancen in der ersten Halbzeit gehabt, wo kein Goal geworden sind, sonst aber nur Chancen. Die Deutschen haben eher Pfostenschuss, eher noch ein bisschen mehr Chancen als wegen dem. Müssen sie echt aufpassen, dass es nicht noch nach hinten losgeht. Ich will da nichts verschreien und so, aber ja. Also die Chancenauswertung ist sehr gut. Es sind aber 2-3 Fälle gewesen und die sind sofort umgemünzt worden von den Deutschen zum Goal. Sommer hat nicht wirklich gut ausgesehen, auch wenn ich glaube an allen oder sicher an den 2 Goals in der zweiten Halbzeit dran. Dran war, aber trotzdem, er ist halt nicht 1,83, ist nicht gross, der ist auch schon 31-jährig, der wird 32, der macht vielleicht noch die EM und die WM und dann ist fertig. Wirklich gute Goalie haben wir nicht wirklich, also ja. Ja, 3-5 war besser für die Schweiz, auf jeden Fall für viele Nerven. Aber die Chancenauswertung macht sehr gut, aber wie man auf meinem Vater gesehen hat, Hauptsache Deutschland verliert. Ja, wenn ja. Da komme ich 20 Franken über, das ist doch geil. Da komme ich eine Spende über, Achtung, ja, da hat er sicher gehabt. Aber trotzdem, ja. Die Schweizer machen mir 1-2 Fehler zu viel. So, Akanji fehlt, Zakaria. Wie viele Minuten noch? Bei mir sind es 70 Minuten, also 20 Minuten. Bist du schon die Basti noch nicht? Sonst hättest du mir geschrieben, stimmt. Sorry. Was soll ich sagen? Ja, eben, sie machen halt
Ja, so ein Zakaria, Akanji, die fehlen. Der Zakaria hat vielleicht den Ball wieder zurückgeholt. Dann, die fehlen schon. Also wir sind nicht mit der besten Formatierung oder besten Besetzung da gereist und so. Ja. Mit 2 Niederlagen im Gepäck, mit einer scheiß Ausgangslage. Aber auch das Hinspiel, auch in Basel, hat die Schweiz gegen Deutschland sensationell gespielt. Ja. Aber es kann auf beiden Seiten kippen. Die Schweiz muss einfach schauen, dass sie keine blöden Fehler machen. Dass sie keine Fehler machen und so das Spiel verlieren. Ja, schön. Schön, Seferovic, aber der kann nicht. Bis der den Ball hat, ist ja Weihnachten. Ja, wenigstens gut übergelegt. Imbelov hat natürlich auch. Und das sind genau solche Ballverluste, die ich meine. Der spielt ihm direkt im Fuß. Wirklich, ja. Für mich nicht, für mich ist Schweiz. Silvan Wittmer, gut. Aber das ist gut gewesen, das ist gut gewesen. Aber einfach jetzt aufpassen. Das sind einfach so Ballverluste, die nicht passieren vom Soul. Oder Fernandes. Nein, ist Fernandes, glaube ich. Ja. Also Elvedi ist ganz gut. Sind es wirklich? Wieso kommt jetzt 18? 18 ist doch Mehmedi. Ja, wieso kommt jetzt der Mehmedi und nicht der Iten? Aber ich hoffe wenigstens für den Seferovic. Junge, wenn jetzt der Kalvanovic auswechselt, wo 2... Ja, wenn sie verlieren, ja, was macht denn Ukraine? Ich hoffe, die verlieren. Ukraine darf nicht den Punkt machen. Ja, wir müssten gewinnen. Ja, Sascha Rufer, wer Kommentator, ja, ich habe ihn nie gehört. Ja, aber das geht doch zu langsam. Bis die vorne sind, ist bei mir Weihnachten schon 3-mal gewesen. Ja, also nein. Ich schaue schnell, was die anderen machen. Ja, Seferovic geht. Wenigstens da. Nein! Es ist nicht der... Es ist der Kravanovic. Nein! Ich komme Schüb über. Kravanovic 1-0, 2-0. Werner hat 1-2 Havertz und Gnabry. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Ukraine, Spanien 0-0. Spanien... Ja, lieber eigentlich, dass Spanien gewinnt. Nicht 0-0. Weil gegen Ukraine und Spanien müssen wir noch. Und wenn Ukraine da einen Punkt holt und wir würden jetzt da gewinnen, wären wir gleich. Aber sie müssten gegen Deutschland einen Punkt holen. Nein, lieber Spanien soll gewinnen. Und wir müssten gewinnen. Spanien soll gewinnen, weil dann können wir nicht mehr Gruppe Erster werden. Aber rein theoretisch wird was wieder für Fälle. Nein. Aber nicht umkehren. Tackling war gut gewesen, aber nicht umkehren. Aufstehen. Kopf. Widmen. Beruhig. Schön Widmen. Nein! Und wer hat's gemacht? Der Mehmedi. Und Scher ist verletzt. Und wer hat den Pass gemacht? Der Mehmedi, wo wir haben reinwechseln für Kravanovic, der 2 Goal gemacht hat. Ich bin echt nicht Kravanovic-Fan, aber der macht 2 Kisten und muss raus. Nein, also bitte. Und das war auch ein Foul. Das ist aber voll mit dem Fuß rein. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, jetzt sind wir nur noch 1 Punkt hinter Deutschland. Deutschland muss noch gegen Spanien und gegen Ukraine wahrscheinlich.
Ja, wenn wir gegen Spanien und Ukraine müssen, muss Deutschland sicher gegen Ukraine und... Ja. Ja. Und dann würde es gegen Spanien verlieren, Deutsche. Weil Spanien ist eh Gruppist oder sollte Gruppist werden. Und wir würden gegen Ukraine gewinnen. Also am letzten. Wenn wir 2 Punkte vorhaben, dann könnten sie gegen Ukraine gewinnen. Und wir gegen Spanien ein Unentschieden machen. Also anders gesagt, wenn wir jetzt alle 3 Spiele gewinnen, wenn wir das gewinnen, die nächsten 2 gewinnen, dann sind wir weiter, oder? Ja, dann sind wir weiter. Also wir hätten es noch in der eigenen Hand. Ja, wenn sie verlieren, ja. Ja, ich würde schon gerne... Also weißt du, die überlegen schon etwas. Und so, auf jeden Fall. Aber manchmal denke ich, was. Ja. Ja, sie müssten jetzt gewinnen. Sonst haben wir immer noch 4 Punkte und dann könnte man nicht mehr aus eigener Kraft weiterkommen. Ich weiss nicht, was ist mit dem dritten? Ich glaube, mit dem dritten passiert nichts. Die ersten beiden kommen ins Turnier. Nein, nur der Beste. Nein, das ist ein Halbfinale. Da kommen nur der Beste, Zweite. Gut, das wären wir dann. Wenn wir Zweite wären, wahrscheinlich mit. Was hätten wir dann? 7? Mit 10 Punkten. Ja, wären wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich, nicht ganz sicher. Ja! Aber der dritte, was passiert? Der dritte steigt, glaube ich, nicht ab, aber der vierte. Und absteigen wenn wir nicht, dann kommen wir halt vielleicht nicht weiter. Scheiße, aber nicht absteigen. Aber Ukraine hat das Goal gemacht, das ist gar nicht gut. Nicht Spanien, sondern Ukraine. Das ist gar nicht gut. Jetzt verliert Spanien gegen Ukraine. Ich komme da Teufel an die Wand über. Wirklich, was ist das? Wir haben eben so blöd 2-1 gegen Ukraine verloren. Und dann gegen Deutschland 1-0 und dann verliert Spanien gegen Ukraine. Nein, bitte nicht. Das wäre gar nicht gut. Dann hätte Ukraine 6 Punkte, wir 4. Gut, wir könnten sie aber dann aus eigener Kraft... Nein, dann wäre es nicht gut. Nein, dann könnte man nicht mehr weiter, weil dann Deutschland wird... Ich mag nicht rechnen. Wir müssen gegen Deutschland gewinnen. Leute, wir müssen. Nicht nur wegen meiner 20 Franken. Hätten wir 6, hätten wir 4, 7. Müssen wir gegen Ukraine. Hätten wir 7. Ukraine 6. Gegen Spanien hätten wir 9. Ja, dann müssen wir wirklich... Ja, nein, dann könnte man... Ja. Wie Ukraine gegen Deutschland. Deutschland hätten wir 4. Hätten wir... Dann dürfte aber Deutschland gegen Ukraine gewinnen. Aber nicht gegen Spanien. Was ist zuerst? Nein, das ist gar nicht gut. Zuerst Spanien. Ja. Aber die Schweiz haben fast keine Chance mehr. Können wir noch einmal wechseln? Wir haben 3-mal gewechselt, aber kann man jetzt nicht 5-mal? Oder kann man nur 3-mal? Ich weiß nicht. Wenn ja, dann bitte Item bringen. Cedric Item. Also ich verstehe es nicht. Dann nimmst du einen, der 2 Goal gemacht hat, raus. Und auch ein Sheridan Shaqiri raus. Der schnell ist, der überlegt. Aber dann bringst du einen, der wieder die Fehlpässe macht. Mit einem Sohn, mit einem Medi. Also Entschuldigung. Nein, also wirklich, das geht... Nein, also wirklich. Also da bin ich echt enttäuscht. Nicht von, also natürlich auch von diesen Spielern, aber vor allem vom Trainer. Also das ist, also die Schweiz hat echt gut gemacht. Und es ist noch nicht vorbei. Hopp Schweiz, hopp! Komm, wir legen den Schal an. Vielleicht bringt das mehr Glück. Ja. Schön. Mann! Achtung. Achtung, hinten. Hinten. Also, Deutschland hat den Ball. Achtung. Aussen nicht. Hör mal auf. Ecke, es gibt Ecke.
Seferovic. Der Seferovic verliert den Ball. Es ist keine Ecke, es ist Abstoß. Der ist super stark Kommentator. Also tut mir leid, dass er jetzt nicht mehr so viel kommentiert hat. Aber so etwas kann ich nicht kommentieren. Für das habe ich nicht die Erfahrung. Ei. Gott, ich korrigiere das wieder so falsch. Leute, ganz ehrlich. Ja, schön. Aber den kannst du ja gar nicht mal... Ich komme Vögel über. Wirklich, ich komme Vögel über. Ich muss nachher die Reha, in die Psyche, was auch immer. Komm, greif an. Wir haben so gut gestartet. Also schlecht spielen wir ja eigentlich nicht. Also viele Chancen haben jetzt die Deutschen auch nicht. Für das, dass sie so viele bessere Karten haben. Aber sie haben einfach ihre Chancen genutzt. Würden wir aber ein bisschen schlauer spielen, weniger Fehler machen, ein bisschen konzentrierter sein. Und so hätte man das auch können, vielleicht 2, 3 noch über das Ende schwippen. Und hören jetzt auf, so hinum spielen. Da muss ja der Sommer so einen Befreiungsschlag machen. Ah, es geht aber Ivo, faul. Okay. Leute, pushen noch einen. Römer, pushen. Alle push. Entscheiden mich mal, nicht mich mal pushen, sondern die Schweizer Nazi. Oh, Cedric Iten! Lasst auf mich! Meine Fresse nochmal, lasst auf mich! Und der macht jetzt Kiste und der wird die gleichen 50er. Wenn der jetzt Kiste macht. Wenigstens spät. Dafür kann man 5 Minuten auswechseln. Spät. Aber wenigstens lasst auf mich. Ey! Ah. Hashtag Push, Hashtag Petkovic, lost auf Swiss. Also gut, drin ist der Iten noch nicht, aber er macht sich warm, also er steht schon neben Petkovic. Ja. Ja, schön abprallen. Schön mitgeschickt. Silvan Wittmer. Schön! Und dann ist irgendwo im Nirgendwo. Und wer ist jetzt Sefer? Wenn er jetzt, er macht den Doppelwechsel. Benito auch noch. Und er nimmt Seferovic raus. Bravo! Einfach zu spät. Aber wenigstens nimmt er noch raus. Und Benito für Rodriguez wahrscheinlich. Nein, für Remo Freuler. Macht mehr Sinn, ja. Sehr schön gemacht vom Remo Freuler. Ja, den Ball. Aber sehr schön gemacht, Jungs. Super Pass in die Mitte. Super, Herr Hoppert. Aber leider ein bisschen zu ungenau. Und so, dass er und wieder. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht behaupten, aber ich meinte, so wie er aussieht, ist wieder der. Ja, sicher ist der Memedi wieder mit dem Scheißpass. Wir läuten am Ende noch am Leon an. Schauen, wie er tönt. Ob kein Geld für beide gibt. Ja. Oder, ja.
Achtung. Achtung. Eieiei. Ich kann nicht mehr, Jungs. Noch 5 Minuten. Gar nicht mal 3 Minuten, ich kann nicht mehr. Also ich muss sagen, für mich ist es mal etwas anderes gewesen, ohne Kommentator. Ich muss sagen, Sascha Rufer für die nicht so ein guter Kommentator. Also von daher hat es nicht großartig gestört, das zu hören. Aber ich denke, jetzt Schweiz-Deutschland war cool gewesen. Die erste Halbzeit wirklich haben die durchgepusht. Die zweite Halbzeit hat sich ein Dank an Timmy. Aber ja. Dass dann halt nicht mehr so gegangen ist, wie mir oder wie ich es mir vorgestellt habe. Hab 15 Minuten Pause, ist normal im Fußball. Ja, dass halt dort einige abspringen. Ja. Oh, Neuer kommt raus. Ja! Ja. Komm. Schön. Ah! Nein, und der schlägt er genau noch so, dass ich in andere Beine gehe. Ach komm schon. Achtung! Achtung! Oh! Ai, ai, ai. Sehr schön so. Sehr schön. Aber ich denke, das war mal ein Special gewesen, ist cool gewesen. Ich denke jetzt nicht, dass ich das für das FCB-Match muss machen, wie beim FCB, also natürlich bei der Schweiz bin ich auch Feuer und Seele dabei, also mit meinem ganzen, ich bin Schweizer 100% mit meinem ganzen Blut, wie beim FCB, au, 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 au. Aber ich glaube nicht, dass das meine Nerven aushalten, das noch kommentieren. Und ich merke es auch in der zweiten Halbzeit ist nicht so. Und ich denke jetzt bei Basel-Match oder so, oder auch wenn die Schweiz nicht gegen Deutschland spielt, sondern einfach Schweiz allgemein spielt, wird es eher so im 2 oder 3x3 Zuschauer sein und nicht 7 wie in der ersten Halbzeit, wo krass war. Aber herzlichen Dank für euren Support. Danke auch für das Abo. Wir haben ja auch ein Abo gemacht. Danke, danke, auf jeden Fall. Ja. Aber der Match ist ja noch nicht fertig, es ist 90 Minuten. Ich hoffe, der Leon läutet nicht an. Also Leon, wenn du jetzt im Chat bist, schreib nichts rein, bei mir ist noch nicht fertig. Angreifen, angreifen. Ja, schön. Komm. Ja, schön, Cedric. Wie viel ist Nachspielzeit? 3 Minuten. Hei, 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 hei. Kommt. Kommt. Was machst du so lange, bitte? Es wär, also eigentlich wäre es schon verdienter Sieg. Die Schweiz hat wirklich gut gekämpft für das, was dass sie die Schweiz sind und so. Wirklich gut gemacht. Ja, und das ist noch ein Schuss. Jetzt aber alle hindern. Medi. Ah, Achtung, Ball haben. Das war wichtig gewesen. Drei Zuschauer, herzlichen Dank. Ah, schade. Aber ist noch nicht fertig. Erst mal den Angriff abwarten. Verteidigen, gut verteidigen. Bitte, ich will keine 20 Jahre, dann gibt es kein Geld. Das ist vielleicht am fairsten. Und auch fürs Spiel, wo war, ist glaube ich unentschieden fair. In der Schweiz bringt es einfach nicht. Wir können dann nur noch 7, 8 Punkte machen und dann das wird schwierig. Vor allem, wenn jetzt wirklich Ukraine gewonnen hat. Nein! Doch. Basti, ja, gerade bitte nicht spoilern. Ich schaue jetzt extra nicht in den Chat.
Ja, könnten 8 Punkte. Ukraine macht jetzt 6. Wären beide 6. Ukraine, Deutschland spielt noch gegeneinander, wären 7. Also wenn Ukraine, Deutschland unentschieden spielt, Spanien gewinnt gegen Deutschland und wir gewinnen gegen Spanien und gegen Ukraine, dann wären wir noch Zweiter mit 8 Punkten. Also zuerst müssen wir beide gewinnen, beide Spiele gewinnen. Und dann muss noch im anderen Partie Deutschland und Ukraine unentschieden sein. Ja. Und wäre das nicht gewesen, hätten wir, also wir müssen beide gewinnen, Ukraine ist vielleicht machbar, aber wenn wir verloren haben, dann beide Spiele sind die Hause, das ist ein Vorteil dann, nicht umreisen. Aber Spanien, ja, kann natürlich auch machbar sein. Ja, komm! Ecke! Das ist Ecke! Ja, okay. Ja, ich glaube, es ist aus. Ich glaube, es ist aus. Schiri pfeift jetzt ab. Komm, ein Angriff noch. Ein Angriff! Da geht aber zu wenige Nägel dazwischen. Nein! Schiri pfeift ab. Ist gut, unentschieden ist okay. Den Freistoß gibt's noch. Gelb-Rot noch für Scher. Das gibt's doch nicht. Ja, für das Spiel ist es jetzt nicht wichtig. Was ist Gelb-Rot? Ist das auch nur ein Spielsperr? Ja, dann ist es nicht wichtig. Nicht schlimm, weil der hat im nächsten Spiel gefällt. Ja, aber es ist Gelb-Rot. Ja, aber er muss machen. Scher hat es richtig gemacht, er muss machen. Was wird er sich durchlassen? Jetzt einfach den Angriff bitte noch, komm. Ja, Leon hat mich safe schon angerufen, safe. Also ich glaube nicht, dass der reingeht. Das Spiel ist fertig, bei euch, bei mir noch nicht. Das ist mega spannend. Ist es so wie gegen Schweden an der WM, aber der hat mir safe Leon schon angerufen. Safe, haha, wir haben gewonnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass er reingeht. Bitte nicht. Safe. Er hat mir safe angerufen, ich kenne den Leon. 1-0. Gewinnt wahrscheinlich Ukraine und das könnte uns das Knick brechen. Ah! Ja, gibt noch Freistoß für die Schweiz, aber jetzt sollte einfach abpfeifen. Ja. Komm, pfiff ab. Wir haben schon 5 Minuten, Kopf. Aber jetzt nach dem Abschluss pfeift ab. Ja, wir haben noch eine kleine Chance gehabt. Ja, ich denke, ja, es wäre verdient gewesen. Also, beide hätten können gewinnen und wegen dem ist es unentschieden verdient. Und jetzt ist es offiziell, ja, wir werden jetzt den obligatorischen Anruf machen. Keiner gewinnt Geld. Ja. Natürlich besser als eine Niederlage. Er nimmt safe gerade, aber ist online. Hoffentlich, sonst ist es nicht gut. Ja, moin Sven. Schade. Ich habe gesagt 3-3, 50 Franken. Nee, aber ich glaube, unentschieden geht zu Recht, aber das bringt der Schweiz nichts, sie sind fast draußen. Naja, Deutschland hat jetzt schon noch eine drückende Chance. Ja, aber Schweiz hat den Fehler gemacht. Und das ist das, was ich heute im Stream gesagt habe. Ja, aber trotzdem. Nee. Nein, wirklich, ich hänge ab. Ich meine, sie haben jetzt einen Sportsmann. Es ist wirklich unentschieden, ist verdient. Schweiz hat Fehler gemacht. Nee, ganz ehrlich, du kannst mir echt die Stimmung vermiesen. Ich kann da immer meine Meinung sagen, du kannst doch dabei sein. Ja, aber es ist doch verdient, Leute. Nee, also gut gespielt, aber schade.
Weil der Schweiz bringt es nicht, wir müssen jetzt gegen Spanien, gegen Ukraine beides gewinnen. Und ihr dürft gegen Ukraine einen Unentschieden machen, mehr nicht. Ja, das wird nichts, glaube ich. Und gegen Spanien dürft ihr verlieren. Könntest du das bitte Yogi ausrichten? Ja, Gut. schon. Nee, oder gewinnt gegen Ukraine, dann sind wir halt nicht weit, aber dann steigen wir nicht ab. Weil Ukraine hat einfach gegen Spanien jetzt gewonnen. Einfach das, was nicht sein darf. Was? Ja, das ist gar nicht gut für uns. Ja, wir müssen beide Spiele gewinnen. Wir müssen beide Spiele gewinnen. Wir haben jetzt einen Abstand von dann 4 Punkten. Ja, wir müssen beide Spiele gewinnen und Ukraine gegen Deutschland unentschieden. Dann wäre 5, 8. Ja, aber dann wären wir gleich viel. Ja, so gut. Nee. Hey, ich mache einen Fehler. Doch, nee. Ihr spielt gegen Ukraine und unentschieden, verliert gegen Spanien und wir gewinnen gegen Spanien und Deutsch. Und gegen Ukraine ist doch einfach. Leute, wir sind weiter. Nee, ist schade. Aber gut gespielt, keiner gewinnt. Aber Chat hat gesagt, ja schade, Chat hat aber gesagt, darfst trotzdem gehen, wenn wir eine freiwillige Spende da lassen. Hat niemand gesagt. Nein, du weißt, du darfst jederzeit immer spenden, aber... Ja, schade. Okay, ich wünsche dir... Ich gehe jetzt auf, ich werde mich noch verabschieden vom Chat und dann... Ja. Schade. Also, ich wünsche... Bist du noch online, PS? Ja, vielleicht komme ich. Vielleicht. Ja, ich würde dich einladen. Gut geklappt, tschüss. Schade Marmelade. Vor allem eben Ukraine, gar nicht gut. Jetzt ist es offiziell. Aber Ukraine, Deutschland, Spanien, 7, 6, 6 und Schweiz 2. Also, 5, 8. Spanien gewinnt gegen Deutschland. Muss Spanien noch gegen Deutschland? Bin ich dumm? Ja. Ja, Logo. Spanien gewinnt gegen Deutschland, verliert gegen uns. Wir gegen Ukraine gewinnen und Ukraine spielt gegen Deutschland unentschieden und dann sind wir weiter. Also nichts einfacher als das, oder? Ja, schade. Also herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Danke für 5 Likes, 10 Likes, ganz klar nicht erreicht, aber das ist auch in Ordnung. Bis dann, euer Swiss, morgen wieder live. Vielleicht nachher noch mit FIFA, kommt ganz drauf an. Also bis dann. Danke dir und danke euch. Ciao, ciao.